sind 1 Million Touristen. Aber was für eine geile Stadt, super schön hier, super hügelig. Also ich glaube, heute gibt es so einiges an Höhenmeter. Ja, coole Stadt, lohnt sich auf jeden Fall. Ist schon nach 20 Minuten hier, kann ich das schon sagen. Also wenn da mal nicht nur Lissabon, ich glaube, hier ist auch echt eine Reise wert. Und ja, jetzt gucken wir uns mal den Rest von der Stadt an. Kunterbunt vernetzt, ma Kölsche Danze Osterei, fast gelovend im Blut, Heon am Zuckerhut, Hokus Pokus Kölsche Zauberei. Wir machen Musik mit Philharmonie, über Kölle in Dur und Moll, Sang und Klang mit Willi Ostermann. Jetzt sind wir 1-2 Stunden hier schön bergauf und bergab gegangen. Ganz schön anstrengend, aber super Stadt, also nach wie vor. Lohnt sich sehr, macht das mal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem Uber wieder Richtung Campingplatz fahren. Der ist im Süden von Porto und das kostet so 10 Euro maximal. Ich glaube, bei Hinweg haben wir 8 bezahlt, je nachdem, wo du halt hier einsteigst. Also ist jetzt billiger als die KVB in Köln zu zweit. Und ja, dann fahren wir jetzt mal zurück. Soll jetzt nachher wieder regnen. Und ja, wir hatten aber echt Glück heute mit dem Wetter zum Glück und schön geschwitzt. Jetzt wird es dann Zeit am Campingplatz noch mal ein bisschen zu duschen und ja, nochmal ein Feierabendbier zu trinken vielleicht. Kölle Alarm, Kolonia feiert Feste, ganz Kölle is a Puppenspiel. Geschenke für Kölle und Kulturkamelle. Zwischen Weinfässern befinde ich mich jetzt hier in bei einem Portweinhersteller, Taylors, und in deren Fässerkeller. Hier wird ganz viel Portwein gelagert und wir machen eine kleine Audioführung hier durch den Laden mit dem, also einmal ein bisschen Historie zu dem Ganzen, das haben wir jetzt schon fertig und jetzt sind wir hier in dem irren, guckt euch das mal an, das ist ja Wahnsinn, ne? In dem irren Weinlager und am Ende gibt es noch eine kleine Verkostung, ich bin mal gespannt, ich habe schon durch die kleine Audioführung schon einiges gelernt. Portwein ist sowas, das hat mich immer interessiert, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe und ja, jetzt bin ich einen Ticken schlauer, aber auch nur was quasi hier Taylors, aber auch nur was quasi Taylors anbelangt, also die Marke und noch nicht, was den Portwein jetzt in der Herstellung unterscheidet vom normalen Wein und solche Sachen. Das kommt wahrscheinlich dann gleich. Hereinspaziert zur größten Schau der Welt, mal losse de Pübscher Danze, denn mir han Spaß an der Freude, ganz Kölle träumt und jeder Jäck träumt anders, denn wir sind alle kleine Sünderlein. So, die Tour ist vorbei. Das war richtig cool, hat echt Spaß gemacht, viel gelernt. Und ich nehme zum Schluss, ich glaube, ich finde den hier am besten. Der ist so der am wenigsten komplexe, süffigste, süßlichste, den man mit Orangencake wohl auch kombinieren kann. Also in diesem Sinne, Prost und lasst es euch schmecken, oder ich mir zumindest. Sehr gut. Tja, nach 2 Tagen Sightseeing in Porto sind wir jetzt weitergefahren, ein bisschen nördlicher, Norden von Portugal. Leider ist irgendwie gerade mit Wellen mal wieder Flaute. Allerdings kann man das hier in so schönen Orten wie Viana do Castelo, in dem ich gerade bin, ganz gut überbrücken.
Also man sieht die coole Kirche da hinten oben. Da gehen wir natürlich nicht hoch, viel zu viel Kraxelei. Aber eine ziemlich schöne Innenstadt. Bisschen wie in Köln am Alter Markt, nur in Mini. Ja, und dann machen wir halt Sightseeing heute. Und vielleicht springe ich morgen früh rein. Da soll es ein bisschen was geben. Kleine Babywellen, bisschen planschen. Dann gucke ich mal, wenn ich das mache, nehme ich euch mit. Und ansonsten, ja, gibt es einen schönen Strand, den kann ich euch auch nochmal zeigen. Und da werden wir uns dann sonst von morgen hinsetzen und ein bisschen in die Sonne legen, den Tag genießen und dann abends hier nochmal essen gehen. Das Restaurant, was ich rausgesucht hatte, hat heute natürlich geschlossen. Oh, klar. Das ist ja das Coole am Wohnmobil oder Van oder womit man dann auch reist. Du bist ja wirklich flexibel und kannst halt, wenn du das Ganze jetzt sehr nach so Sport auslegst, bist aber trotzdem flexibel. Dann besuchst du halt mal eine Stadt oder einen Ort und machst ein bisschen Sightseeing und verbindest das Ganze mit ein bisschen was Kulturellem oder so. Also immer wieder cool und immer wieder lohnenswert, damit zu reisen. Es sei denn, das ist natürlich überhaupt nichts für einen. So klar, wenn du jetzt gar keinen Bock darauf hast, dann macht das natürlich, ist das natürlich Quatsch. Aber ansonsten sind das so, merke ich jetzt gerade nach 2 Tagen Porto und dann heute, wo ich eigentlich surfen wollte, dann aber trotzdem hier schön Sightseeing mache, bei so einem kleineren Ort. Wie schön das ist, dass man damit echt flexibel ist mit so einem Wohnmobil. Und übrigens auch sehr schön, mal Sightseeing zu machen ohne 1 Milliarde Touristen. Also das war in Porto echt krass. Hier ist es sehr viel entspannter. Hier ist der Jakobsweg, der von Portugal ja auch hochläuft nach Santiago. Da hast du natürlich dann auch nochmal viele Jakobswegspilgerer, aber das ist in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir da in Porto hatten. Also das war ja echt irre. Das war wie Hohe Straße vor Weihnachten, samstags vor Weihnachten. Wahnsinn. Mal gucken, ob wir jetzt gleich noch was essen gehen hier oder im Wohnmobil was essen. Morgen Abend hat dann das Restaurant, was ich eigentlich rausgesucht hatte, dann auch auf. Das heißt, morgen Abend gehen wir auf jeden Fall essen. Dann wird es wahrscheinlich heute eher was zu Hause. Prost. Extra heute Morgen früh aufgestanden. Früh gefrühstückt. Es war kalt. Und ja, haben mal nach den Wellen geguckt und es ist seitdem so, wie ihr es jetzt seht. Und diesmal sind es sind nicht 4 Meter. Auch wenn es vielleicht so aussieht, wie mit der Kamera gefilmt in Peniche vor, ich glaube, 3 Videos. Nein, es ist so flach, wie es auf dem Video aussieht. Das heißt, ja, dann gab es erstmal in Ruhe einen Kaffee, bisschen in den Tag starten, Urlaub halt, ne? Und jetzt machen wir einen schönen Strandspaziergang gerade. Ist ja auch schön, ne? Urlaub. Ich liebe das ja am Strand. Von daher beschweren tue ich mich nicht wirklich. Am Strand ist immer schön für mich. Und ja, wer mich kennt, weiß das ja eh. Kalt und Winter und so und das ist nicht so meins. Warm und Strand auf jeden Fall. Ob jetzt mit oder ohne Wellen, immer gut. Berge und warm finde ich aber auch gut, wenn man dann aber irgendwann wieder Richtung Strand abbiegen kann. Deswegen in den Pyrenäen ist das total cool. Da hast du ja Strand und Berge. Ja, naja, also vom Strandspaziergang viele liebe Grüße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir werden uns nächste Woche wiedersehen. Für uns geht es morgen weiter nach Galicien, und also Nordspanien, und freue ich mich schon riesig drauf. Bin ich großer Fan von und freue mich, das auch meiner Frau, die war noch nie da, das ein bisschen zu zeigen, beziehungsweise das zusammen zu erleben eher. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Malet, Jod!